Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, wir dürften soweit eigentlich jetzt mit so ziemlich alle Sachen durch sein, die ich noch machen wollte. Allerdings gibt es so noch eine Sache, die man, oder zwei Sachen eigentlich, die mir noch ein bisschen im Magen liegen. Das ist zum Ende die Sache mit der Stellatia und zum anderen ist es die Sache mit, Mokri-Briefverkehr. Ich will aber erst nochmal checken, ob wir für Chocobo jetzt alle, oder für Chocobo, ja, klasse Deutsch, ob wir jetzt für die ganze Chocobo-Sache alles erreicht haben. Deswegen mag ich hier nochmal ganz kurz Choco rufen und mag nochmal zurückkehren zu Chocobos Paradies, weil dann kriegen wir die Bestätigung, ob wir jetzt alle Schätze haben oder nicht. Lenkt auch ein bisschen ab von dieser furchtbaren Endzeitstimmung Musik, die hier derzeit herrscht. Dann kehren wir da nochmal zur Insel zurück und gucken, ob wir alles gepackt haben. Und wenn ja, dann können wir nochmal die Stellatia abgrasen und die Mogris nochmal aufsuchen. Da habe ich mich nämlich auch nochmal ein bisschen schlau gemacht, weil die Stellatia brauchen wir auf jeden Fall für zum Schluss. Damit können wir dann nochmal zusätzliches oder erweitert die Endsequenz freischalten. Oder wir könnten es in einer besonderen Schmiede verbroten für einen Gegenstand. Ich werde beides einfach mal machen. Die Rüstungsschmiede lassen, um euch zu zeigen, was uns dann erwartet, was wir dann kriegen. Und ja, ansonsten gehe ich dann wieder zurück, lade den Spielstand dann wieder neu. Und ja. Dann holen wir uns zum Schluss nochmal die erweiterte Endsequenz mit dem Gegenstand. Aber erstmal mit dir spreche, Chef. Oh, Schoko, endlich hast du alle Schätze gefunden und wirst von nun an mit uns leben. Sehr schön. Habt ihr noch nicht jemand vergessen, Kupo? Also, mir haben tatsächlich alle Schätze gefunden. Die haben mich tatsächlich außen vor gelassen, wo wir doch hier ein neues Leben anfangen wollten. Schon wieder du. Zum wiederholten Mal nur Schokobos ist es gewährt, hier zu leben. Gewidert nun an Keitel noch einmal, gib also uff. Aber ohne mich wird Schoko sich einsam fühlen, Kupo. Ausnahme gibt's hier nicht. Tut man nicht für dich. Mine, Kupo. Da kann man wohl nichts machen. Die Welt scheint mit den Schokobos, Schokobos zu kehren hier. Lass uns abziehen, Mine. Man darf sicher ab und an mal zu Besuch kommen, oder? Das ist doch schon mal etwas, Mine. Ach, das wird nicht möglich sein. Ihr habt zusammen mit Schoko das Paradies betreten, aber alle, wenn er die Welt nicht betreten können. Das ist gemein, Kupo. Aber ich will euch das hier mit auf den Weg geben. Die Schoko-Blob-Karte haben wir noch gekriegt. Schoko, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Bist wirklich zufrieden, Schoko? Ich hab verstanden, Kupo. Dann werde ich jetzt gehen. Gib Acht auf dich, Kupo. Lieb wohl, Kupo. Ja, muss er sich jetzt einen anderen zum Außennutzer aussuchen? Kupo. Tja, und wie kommen wir jetzt heim? Ich fliege einfach, aber was machst denn du, Kupo? Ja, komm schon, Mene, ich bin auch nicht so schwer, Kupo. Ich hätte gedacht, dass es so kommen wird, Kupo. Aber es muss wohl sein, Kupo. Da halte ich ja meine Fies fest, Kupo. Kupo. Huch. Kupo. Kupo. Das sieht sehr unsicher aus, ja. Jetzt sitze ich in der Tinte. Hey, Mene. War das nicht gerade Schoko? Hier wimmelt nur so von Schokobos. Kupo, das war bestimmt ein anderer Kupo. Schoko. Und? Ich hab's doch gewusst, Kupo. Du kannst ohne mich nicht leben, nicht wahr, Kupo? Ich würde sagen, es ist eher umgekehrt. Jetzt lass uns heimgehen, Kupo. Alle mir soll's noch recht sein, jetzt komme ich auch heim. Kupo. Na, Allah.
Sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall die Bestätigung, alle Schätze sind gefunden. Und wir können uns dann der Stellatia widmen. Ich habe mir dafür mal wieder so schlaue Liste aus dem Internet besorgt. Und da müssen wir gerade mal gucken. Mit der Invincible kann ich glücklicherweise auch überall landen und nicht nur auf Grünfläche. Das ist halt auch sehr praktisch mit dem Gefährt jetzt. So, zack, da gehen wir wieder runter. Und da gehen wir wieder raus. Und dann wieder in die postapokalyptische Welt hier rein. Ich will hier rein, die Invincible. Dann will ich außerdem noch die Brücke betreten von der Invincible. Weil wenn wir schon von Stellatia hin, sollte ich mal hier noch was besorgen. Und zwar ist da noch einer, ne? Genau, Pisces erhalten. Alle hopp. So, dann kann ich jetzt mal meine Liste abgrasen. Eris, Windmühle in Dali, die habe ich auf jeden Fall. Die Kaffee-Quest mache ich übrigens nicht so nebenbei. Ich weiß, falls mit Hinoe Zuschauer wird, es tut mir leid, aber die Kaffee-Quest mache ich hier nicht. Soll ja wie gesagt nur ein Let's Play und kein Walkthrough sein. Taurus, hinter dem Item-Shop in den Slums von Treno, bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen soll ich mal noch Treno, da gibt es nämlich noch eine zweite Stellatio, die ich mal noch holen könnte. Ja... Gemini, Treno 13 mal Geld in den Brunnen werfen. Da bin ich mal ziemlich sicher, dass ich das nicht habe. Deswegen noch Treno soll ich auf jeden Fall abbremsen, bevor ich am Berg zerschell. Und in Quarzhöhle war auch nochmal was. Deswegen Quarzhöhle sollte auch nochmal Ziel von mir sein. Da ist Alexandria. Treno war dann hier. Dumm. Treno, genau. Dann gehe ich dann nochmal in Quarzhöhle ganz fix. Weil da soll auch noch was sein. Und zwar beim Bach in Quarzhöhle soll Scorpio sein. Und wenn ich alle anderen Stellatia habe, ist da auch der Ophiuchus. Okay. Dann gehen wir nochmal hier runter. Beim Bach in Quarzhöhle. Könnte das hier sein. Könnte aber auch hier unten sein. Wenn es da unten war, habe ich es bestimmt geholt. Weil da bin ich mal ganz sicher, da war ich ja relativ früh schon, genau. Jo, da ist aber noch ein Ausrufezeichen. Ah, Scorpius. Motto hier. Hat sich wohl doch gelohnt. Sehr schön. Dann habe ich den noch nett abgesammelt. Sehr schön. Aber nachdem ich den jetzt abgestaubt habe, kann ich auch direkt weiter nach Treno gehen. Hinter dem Item-Shop in Treno, wie hieß dann der? Taurus. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den habe. So. Dann weiter. Wenn man das durchhängt, dann lese ich einmal die ganze Stellatio-Geschichte nochmal vor. Einfach nur, damit wir den sauberen Abschluss haben, falls es da nicht im Spiel schon vorgelesen wird. So, ab noch Treno. Ich gucke trotzdem nochmal hin am Item-Shop. So, die Tore gehen jetzt auch vor uns auf. Sehr schön. Wie viel Gil habe ich dann eigentlich parat? 52.000. Im letzten Level gibt's auch noch mal eine Schmiede. Und da soll ich definitiv Kohle für sammeln. Das war das Hotel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Taurus auf jeden Fall schon gesammelt habe. Das ist der Item-Shop, glaube ich, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das ist, oder? Ladehüterin. Ja, das ist der Item-Shop. Da muss es da irgendwo gewesen sein. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt durch CD4 Gebiete gibt, an die ich nämlich kommen kann und ich mir das Ganze schon verbaut habe. Ach, das ist natürlich möglich. Genauso, was die Mogris angeht. Ach, halt doch den Gosch, du Zimmermann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier doch noch nicht gefunden habe, was ich gesucht habe. Okay. Ja, es ist doch nochmal besser, die ganze Gegend da abzugrasen, auch wenn man sich irgendwie sicher ist, dass Taurus irgendwie vertraut klingt. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Brunnen in Treno suchen und dort 13 Mal Geld reinwerfen. Wie sieht's dann bei dir übrigens aus, du Wichtelzwerg? Mockmichel. So nebenbei. Hast du nichts mehr?
Ne, in letzter Zeit geht nichts mehr. Ja, da versuchen wir das auch wieder in den Stand zu bringen. Aber erstmal noch ein Brunnen suchen. Keine Ahnung, wo hier in Treno ein Brunnen sein soll. Ich habe da so eine Ahnung. Ich habe da so eine leise Ahnung. Sicher bin ich mir da aber auch nicht. Das könnte in der Nähe von Professor Totos Gedöns sein. Das ist die Kartekampf-Arena. Aber ich mag auch die Musik in Treno, muss ich echt sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, wo ist denn jetzt der dappische Brunnen? Hier bestimmt nicht, ne? Nee, da finde ich nur die Tante wieder. Wir gucken jetzt auch nochmal kurz rein. Wertvolles. Taurus. Ein Geschenk für Virgo. Er durchquerte Berg und Tal und fand nachts am Himmel hell erleuchtet den Nordstern. Erzählung der Stellatia. Scorpius. Scorpius ist ein Angsthase. Er ist ein Schatten seiner selbst. Aber ab heute wird alles anders, sagt's. Und geht auf einen Hügel hinauf. Dann haben wir noch den Sagittarius, der Capricornus und der Aquarius und der Pisces. Da antwortete Pisces: Das kann dir der da erzählen. Geh ihn doch fragen, wenn du willst. Er ist der Auserwählte. Okay. Dann gehen wir mal rein und geben die Dinger erst einmal ab. 1, 2, 3 schwirren hier nur rum. Das ist etwas einsam. Ja, die Pisces überlasse ich dir. Zwitscher, zwitscher. So. 1, 2, 3, 4. Du Sack, habe ich dafür gekriegt. Alles klar. 4 Stück. Ja, okay. 4 hat sie gesagt. Da sind wir bei 5. Und dann machen wir das nacheinander. Dafür gibt's 5000 Gil, das ist gut. 5 Stück, das sind wir bei 6 mit Capricornus. Weil das möchte ich dann doch noch wirklich noch beenden. So. Elixier gibt's dafür 7 Stück. Ja, allmählich füllt sich's. Ich glaube, das habe ich bisher auch nur einmal zu Ende gebracht in einem Let's Play von mir. In einem Let's Play, genau, als ich es mal selber durchgespielt habe. 10.000 Gil, das ist doch ziemlich ordentlich. Ja. Sehr schön. Entschuldigung. So, dafür gibt es jetzt immer einen Schwarzgurt. Taurus gibt es auch noch, bitteschön. Damit wäre das der 8. Und es gibt 20.000 Gil. Heidewitzka, jetzt wird es allmählich nicht schlecht hier. Okay. 9 Stellatio haben wir abgeliefert. Alles klar. So. Ach je, wo ist denn jetzt dieser Brunnen? Wo ist dann der? Da steht da wirklich Treno. 13 Mal Geld in den Brunnen werfen. Hier finde ich aber keinen Brunnen. Ja, das kann jetzt auch lustig werden, bis ich das dappige Ding da gefunden habe. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwo in einem Haus drin steht. Vielleicht bei Baron Bishop oder wo? Müsste ich gerade mal reingucken. Das müsste Baron Bishops Residenz. Ja, da unten sieht es noch... war doch nicht hier irgendwas? Da unten sieht es nämlich stark noch Brunner aus. Irgendwie. So ein bisschen. Aber wie komme ich da runter? Das ist die Frage. Da komme ich nur in die Schmiede, ist das, glaube ich, ne? Servus. Ja, genau, das war die Schmiede. Gibt's aber auch nichts Besonderes für uns. Edelperle, Mondsplitter. Das fuchst mich jetzt auch ein bisschen, wo ich das Zeug herkriege, den Mondsplitter. Wahrscheinlich bei dem Minispiel mit einer Kreatur, die man im Wald so sieht. Das ist eine... Ah, Dunkelkristall, bla bla. Das ist wieder noch Gebabbel. Da kann man dann immer hören, was im Auktionshaus gerade angeboten wird. Aber Dunkelkristall habe ich auch so dunkel in Erinnerung, dass ich den gebrauchen könnte. Wie kommen wir dann jetzt da hier? Falls überhaupt. Ne, das war nur die Baroness. Okay, Café Bleu, nur für Mitglieder. Allerhaupt, da komme ich auf jeden Fall mal nicht rein. Wo ist dann der Brunnen, der Brunnen?
Da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Da drin, wie sieht's denn da drin aus? Da wird wieder nur getrödelt. Ah, okay, da kann ich dann gegen Leute nochmal kämpfen. Als Tetra-Master Champion. Aber das lassen wir mal gut sein. Das ist eher so ein Minispiel, was ich nie wirklich gemeistert habe. Jetzt wird es allmählich etwas doof für mich, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Probieren wir es mal im Auktionshaus eventuell. Hier ist auf jeden Fall nichts, wo wir reinschmeißen können. 2225 Gel habe ich auf jeden Fall gefunden. Das kann auch nie schade. Hauptobjekt von heute ist Mini-Sit. Ah, okay, das wäre für die Minifiguren Sidequest, aber auch die möchte ich nicht machen. Dunkelkristall. Mini-Sit. Nee, lass mal. Wie viel haben wir da eigentlich gerade? 89.000. Nee, hier ist auch nichts. Moment, hier hatten... Ah, nee, das waren die Leute, die ich einfach nur Arschwätze konnte. Nee, die kann ich hier nur aufhalten und da oben hier kann ich auch nicht, oder? Nee, komme ich nur wieder hier raus. Das ist Baron Knights Haus. Oh, da unten ist ein Behemoth. Mit dem könnte man es auch mal einfach so zwischenzeitlich mal aufnehmen. Okay, wenn das mal nicht ins Arch geht. Ja, probieren wir es mal mit Steiner aus. Schauen wir mal, was Steiner draus macht. Weil dann können wir das noch zum Ende von der Episode machen und ich gucke dann nochmal nach, wo man den Brunnen in Treno findet. Ach du Scheiße. So, das sind auch welche von den stärksten Gegner im Spiel. Konter gibt's, ja, es ist ein Behemoth. Probieren wir es mal aus. Ja, 9.999 Schade. Maximum Schade gemacht. Ja, sehr schön. Den hat er verfehlt. Dann kriegst du nochmal einen Schocker hinten dran. Einfach nur damit er Lektion lernst, du Mistvieh. So. Jawohl, das war's auch schon. Sehr schön, gut gemacht, Steiner. Solo und Behemoth gelegt. Das lief ja besser als gedacht und vor allem schneller als gedacht. Und? Da bleibt mir doch gleich die Spucke weg. Hier, dein Preis hast du aber redlich verdient. Ballonmütze. Ah, ist das nicht eigentlich die Tanzbeste? Ja, die hat er aber schon. Okay, Ballonmütze. Ich muss gerade mal gucken, was das Dingens macht. Die Mütze wird von geheimen Kräften beschützt, neutralisiert Angriffselement Erde. Ja, für die ist es sowieso nichts. Und für dich? Wäre für die Zauberabwehr nicht schlecht, aber der Recht wird ein bisschen schlechter dadurch. Wille wird ein bisschen runtergesetzt und Zauber ein bisschen runtergesetzt, aber so what, für die Zauberabwehr ist das extrem gut. So, perfekt. Da haben wir das doch auch noch gepackt. Da würde ich ja glatt sagen, ihr liebe Leute. Ich mache jetzt hier einen kurzen Cut und gucke einfach jetzt nochmal schnell nach, wo der Brunnen in Treno ist. Die Stellatio holen wir uns heute noch. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, angeblich soll der am Eingang von der Stadt sein, dieser Brunnen. Gehen wir nochmal direkt hier. Moment. Da gehe ich gerade ein bisschen im Kreis, glaube ich. Wäre es etwas geschickter, da hinzugehen. Am Eingang von der Stadt soll der sich direkt befinden. Da hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, echt nicht nachgeguckt. Sondern wäre sogar teilweise bis in die Häuser reinmarschiert, um zu dem tappischen Brunnen zu kommen. Okay, wo soll er dann sein? Ah, da. Da ist er. Aller hopp. So. Im Brunnen liegen ein paar C-Gil-Münze. Ja, das schmeißen wir doch auch mal in die Reihe. Ab jetzt ein Glückskind. Oder auch nicht. Eins. Zweimal. Und, oder auch nicht. Dann ein drittes Mal. Immer noch dieselbe Nachricht. Zum vierten Mal. Immer noch dasselbe. Und beim fünften Mal haben wir immer noch das gleiche. Und beim sechsten Mal, ja, immer noch. Die Nummer 7 sagt uns immer noch dasselbe. Jetzt ist er leid 8, immer noch das gleiche. 9, Aber jetzt komm schon. Noch
3-mal und dann dürfte das gepasst haben. 11. Komm schon. Und 13-mal. Andere Münz kam wieder raus. Gemini erhalten. Perfekt, da haben wir sie doch. Dann liefern wir die auch nämlich gleich noch ab bei der Baroness. So, Gemini, da ist es doch Hochtafelbruchstück, ist jetzt so für einmal auch wieder wichtig für uns. Du, der du den Tod nicht fürchtest, bestätige seine Existenz auf der Inselkette von Salvage liegt in deiner Macht. Sid der Erste. Gemini? Ah, das haben wir anscheinend neu irgendwo gekriegt. Am Flussufer überlegte Gemini, von hier singe ich mein Lied, nicht wissend, wo du bist, hoffe ich, dass du mein Lied erhörst. Erzählung der Stellatia. Alle hopp. So. Dann geht es noch zu der Baroness. Und dann dürften wir alle glücklich sein. Gut, die rechtliche Stellatia holen wir dann definitiv morgen, würde ich sagen. Und... Jo, bitteschön. Die Gemini-Stellatia überlasse ich dir, Zwitscherfrau. Dürft man bei 10, seit 3 fehlen dann noch. Und sie friert sich wie Sau. Trophäe erhalten in Kupfer Stellatiös. Der Flammenring hat so vergeben. Das Artefakt haben wir ja auch schon, dieses Accessoire. Okay, dann nochmal raus mit uns aus Treno. Und, tja, ihr liebe Leute, morgen wird's vervollständigt bei Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, wenn wir noch ein paar von den Nebenquests erledigen werden, bevor wir dann endgültig zum letzten Gebiet gehen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.